Danke. Für mich noch eins suchen. Okay. Ja. Das Kabel nicht vergessen. Danke. So ist es so gegangen im Leben, dass wir etwas machen wollten und gemerkt haben, allein geht es irgendwie nicht. Es gibt so Sachen in unserem Leben, die sind einfach zu schwer zum selber machen, wie zum Beispiel der schwere Bildschirm allein da auftragen, kann man nicht allein. Oder vielleicht kennst du ja die Situation, wenn du auf dem WC hockst und erst dann realisierst, dass das WC-Papier leer ist. Und dann so, Schatz, oder wer auch immer dann bei dir daheim ist, in der Hoffnung, dass jemand daheim ist. Oder vielleicht, wenn es dir so geht wie mir, dass du so eine kleine Challenge hast beim Posten, dass du denkst, es geht sicher einmal laufen. Kennst du das? Wo du so die 3 Taschen irgendwie da noch hast und etwas noch hinten am Ohr angehängt und so. Und dann kommst du vor die Haustür an und was machst du dann? Manchmal in unserem Leben braucht man Hilfe. Wir können nicht alles allein. Bei mir ist es oft auch so ein bisschen in handwerklichen Themen so. Ich kann relativ viel selber, also ich kann auch ein Rädchen selber wechseln oder so. Aber irgendwann kommt es zu dem Punkt, wo ich merke, so, ey, also irgendwie das übersteigt jetzt meine Fertigkeiten. Und dann musst du das Telefon in die Hand nehmen, oder ich jetzt muss das Telefon in die Hand nehmen und jemandem anrufen und sagen, hey, könntest du mal schnell vorbeikommen, ich brauche deine Hilfe. Ist da etwas, das ich so nicht selber kann? Und vielleicht so ein bisschen das Gefühl von, hey, das ist eine Aufgabe, die zu gross ist, das schaffe ich nicht allein. Das passt eigentlich noch recht gut zu dieser Serie, wo wir drin sind. In unserer neuen Serie Abenteuer-Sendung geht es darum, dass wir Menschen von Gott den Auftrag bekommen, berufen sind, seine Liebe in die Welt rauszutragen. Die Liebe mit anderen Menschen in unserem Umfeld zu teilen. Und vielleicht ist es dir auch schon so gegangen, wenn du denkst, wow, krass, mit anderen Leuten über meinen Glauben reden, anderen Leuten die Liebe von Gott irgendwie weiterzugeben, das ist einfach pure Überforderung. Wie soll ich das machen? Wie soll ich das anstellen? Wer bin ich schon, dass ich das kann? Und so ein bisschen mit dem Gefühl von der Überforderung ist der erste Teil überschrieben gewesen, oh mein Gott, die ganze Welt. Oder letzte Woche, wo wir gehört haben, dass wir uns an Jesus als Vorbild nehmen können. Und so toll, dass das ist, vielleicht ist es dir auch so gegangen, ich dachte, das macht jetzt nicht unbedingt einfacher, wenn Jesus dein Vorbild bist und du sollst in seinen Fußstapfen unterwegs sein. Und in dem dritten Teil geht es genau auch um die Tatsache. Der Auftrag, der ist so gross, dass er uns überfordert. Und so geht es nicht nur um uns da in der heutigen Zeit, so ist es ehrlich gesagt auch die Jüngerinnen und Jünger gegangen, die mit Jesus unterwegs sind. Sie haben den Auftrag bekommen, es sagt dann manchmal den Missionsbefehl, wo Jesus ihnen gesagt hat, so, und jetzt gehen in die ganze Welt aus und erzählen von dem, was ihr erlebt habt. Und sie sind für einen kurzen Moment recht überfordert gewesen. Die erste Kirche ist vor dem grossen Problem gestanden, wie sollen wir das schaffen, allein? Und Jesus, so weise wie er ist, hat das natürlich im Voraus schon gewusst und hat seine Jünger darauf vorbereitet. Und er hat ihnen gesagt, hey, es wird der Moment kommen. Der Moment kommen, ich weiss, jetzt könnt ihr es euch noch nicht vorstellen, aber schon bald werde ich gehen. Schon bald werde ich nicht mehr da so sein und ich kann mich nicht mehr so anlangen und so mit mir unterwegs sein, wie ich es vorher gemacht habe. Aber ihr müsst keine Angst haben, ich schicke euch eine Hilfe. Ich schicke euch Unterstützung. Und Jesus sagt zu ihnen, es ist besser, wenn ich gehe, sonst kommt der Helfer nicht. Der Helfer, der an meiner Stelle für euch da wird sein. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, dann werde ich ihn zu euch schicken. Jesus redet da vom Heiligen Geist und sagt, der Heilige Geist ist euer Begleiter, euer Helfer und euer Unterstützer, euer Befähiger im Alltag drin. Und vielleicht immer dann, wenn wir in unserem Leben an einen Punkt kommen, wo wir merken, hey, das schaffe ich allein nicht. So ohnmächtig einem das Gefühl manchmal zurücklässt, ist das auch eine Einladung. Eine Einladung, sich zurückzubesinnen auf die Wahrheit. Ich muss es nicht allein schaffen. Gott ist da. Und der Heilige Geist ist bei mir, lebt in mir, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Und er will das für mich sein. Die Unterstützung, die Hilfe, dass ich es nicht allein muss können schaffen. Und so lesen wir schon ganz am Anfang bei dem Auftrag Folgendes, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, gerade kurz bevor er in den Himmel auffahrt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein.
Es ist das Bewusstsein von dieser Gruppe von Jüngerinnen und Jüngern, die dort ist, allein schaffen wir es nicht. Aber die Kraft von dem Heiligen Geist, wo unser Vorstellen sprengt, wo unsere menschlichen Möglichkeiten übertrifft, sie wird sein, wo uns fähig macht, die Botschaft in die Welt rauszutragen und anderen Menschen die Liebe weiterzugeben, die wir erlebt haben. Und das ist auch die persönliche Erfahrung, die der Jünger Simon Petrus gemacht hat. Er ist eine bekannte Figur in der Bibel. Er ist einer von denen, der mit Jesus unterwegs war. Und einer, der immer ein grosses Maul hatte. Und einmal hat er zu Jesus gesagt, hey, auch wenn alle dich verlassen, ich werde zu dir stehen. Egal was kommt, ich stehe zu dir. Aber nur wenige Tage bevor das passiert ist, hat Simon Petrus nicht einmal geschafft, in einer Schar von in der damaligen Gesellschaft unbedeutenden Leuten Jesus zu bekennen. Er ist nämlich so hinten nachgeschlichen, wo Jesus verhaftet worden sind und wo sie um das Feuer herum sitzen, hat es nicht einfache Leute gehabt. Es steht explizit auch von einer Magd, die dort ist, die ihn anspricht, also eine Person, die eigentlich nichts zu sagen hatte, die gar keine Angst müssen haben. Und sie fragt ihn, aber du bist doch einer von denen, der mit Jesus unterwegs war. Und er versagt jämmerlich. Ein grosses Versprechen, eine kleine Realität, die da war. Und er verleugnet Jesus 3-mal, bis der Hahn kräht. Und dann, 50 Tage später, der gleiche Petrus in Jerusalem, dort predigt zu mehreren tausend Leuten. Er predigt unerschrocken und frei, bekennt er den Jesus in aller Öffentlichkeit. Und es bekehren sich, es entscheiden sich 3000 Menschen für ein Leben mit Jesus. Wow, was für ein Unterschied, 50 Tage. Und die grosse Frage ist, was liegt zwischen diesen zwei Ereignissen? Es ist das Pfingstereignis. Die Kraft vom Heiligen Geist, die gekommen ist auf das Leben von Petrus und ihn fähig gemacht hat. Als ich so über das nachgedacht habe, ist mir ein Lied in den Sinn gekommen. Das passiert mir ehrlich gesagt oft so, kennen das auch, vielleicht die einen von euch, dass irgendeine Aussage ist, und so höre ich jetzt seit einer Woche in meinem Hinterkopf den Michael Jackson singen, «You are not alone». Und nein, er singt ja viel höher, «You are not alone, I am here with you». Du bist nicht allein in diesem Auftrag, mit Jesus unterwegs zu sein. Du bist nicht allein, wenn du möchtest, so ein Licht sein in dieser Welt und anderen Menschen in deinem Umfeld von dieser Liebe von Gott etwas weitergeben. Die Kraft vom Himmel, es hat wie zwei Aspekte, auf die will ich jetzt separat ein bisschen eingehen. Einerseits die befähigende Kraft vom Heiligen Geist und später dann auch auf das Zeugensein. Zuerst vielleicht der Blick auf die Kraft von dem Heiligen Geist. Wenn man durch die Bibel durchgeht, dann sieht man, dass Gott auch schon im Alten Testament immer wieder Menschen mit dieser Kraft befähigt hat. Das heisst, dass der Geist auf sie gekommen ist, sie erfüllt hat, auf ihnen war. Und das sind spezielle Menschen gewesen, Männer und Frauen, die einen Auftrag hatten von Gott. Und weil sie das eben allein wie nicht angebracht hätten, hat Gott ihnen geholfen. Und so sehen wir eigentlich immer den Zusammenhang von so Situationen, wo man merkt, wenn es darum geht, ein Repräsentant, eine Repräsentantin sein von Gott, die Liebe von Gott weiterzugeben in unser Umfeld, den Auftrag, den Gott uns hat, ein Segen zu sein für die Menschen in unserem Umfeld, ihnen zu leben, dass es immer gekoppelt ist mit der Erfüllung vom Heiligen Geist, mit dem Dasein, mit der Kraft, mit dem Wirken von Gott in unserem Leben da drinnen. Und das Pfingstereignis wird beschrieben als ein Ereignis, wo jetzt die Kraft für alle Menschen, für die Alten und für die Jungen, für die Männer und für die Frauen, für alle quer durch die sozialen Schichten durch, egal ob sie bedeutend oder unbedeutend sind, da ist. Da ist, um sie befähigen und ausrüsten, so einen Schritt zu tun. Und so haben auch die ersten Jünger und Jüngerinnen von Jesus gewusst, hey, wir brauchen den Heiligen Geist. Und wir lesen in der Apostelgeschichte im Kapitel 4 so eine Situation, wo sie zurückgekommen sind, der Johannes und der Petrus, zwei von diesen Jüngern, von einer Situation, wo man ihnen verboten hat, über den Glauben weiterhin zu reden. Sie sind da vorgeladen worden und sie geheißen, hey, jetzt geht es nicht mehr so weiter, jetzt müssen wir still sein. Und sie dann auch gesagt haben, hey, wem sollen wir mehr gehorchen? Sollen wir mehr Gott nachfolgen und von dem erzählen, wie könnten wir schweigen? Oder sollen wir mehr den Menschen folgen? Und dann haben sie sich getroffen zusammen und sie haben Folgendes gemacht. Und nun, Herr, höre ihre Drohungen. Hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht. Lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Und dann heißt es, als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren.
Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Dieser Gruppe, dieser Schar von Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Jesus ist bewusst gewesen, alleine schaffen wir es nicht. Und was haben sie gemacht in dieser Situation? Sie haben sich zusammengetan und gesagt, komm, lass uns beten. Lass uns beten, dass wir das erfahren in unserem eigenen Leben, in unserem Inneren drin. Dass wir erfüllt werden, innerlich gestärkt werden mit dem Mut, mit dieser Zuversicht, mit dem richtigen Wort, das wir brauchen im richtigen Moment. Aber über das aus auch mit dem Fingerzeig von Gott, mit dem Wirken von Gott in dem Umfeld, wo wir drin stehen. Sie haben gebeten darum, dass Gott Wunder tut, Zeichen, dass Menschen gesund werden, dass Menschen erfahren dürfen, hey, das Gebet nützt und wirkt. Und so ist das Hand in Hand gegangen, die Befähigung durch den Heiligen Geist in Wort und in Tat. Und sie haben gebetet für das. Vielleicht kennst du auch so Situationen in deinem Leben, wo du angesprochen wirst auf deinen Glauben oder auf so Situationen. Mir geht es relativ oft so. Ist so ein bisschen Vorteil oder Nachteil von meinem Beruf, weil eigentlich in jedem Gespräch, wo ich jemanden neu kennenlerne, ist ja die zweite Frage, nachdem er sagt, wie man heisst, ja, was machst du sonst so im Leben? Und dann sage ich jedes Mal, ja, natürlich Pastor, was soll ich sonst sagen, es geht ja nicht anders. Und dann für die Leute natürlich immer so, okay, also, was heisst das? Oder das hätte ich jetzt nicht erwartet. Oder eine gute Gelegenheit, um dann über den Glauben zu reden. Aber natürlich, und vielleicht kennst du es auch, geht es mir auch dann so. Also, dann werde ich schon auch kurz so ein bisschen angespannt. Also, es läuft auch bei mir dann nicht ganz locker. Und ich muss dann 2-3 Mal tief durchschnaufen und sagen, hey, versuch es so natürlich wie möglich zu machen. Bis einfach dich selber. Erzähl von dem. Ich versuche es entspannt und natürlich zu machen und ich sage mir dann immer wieder, ich gebe mein Bestes, Gott gibt den Rest. Der Heilige Geist ist da für unsere Hilfe. Die Bibel sagt, dass Gott uns zur rechten Zeit das rechte Wort wird geben. Aber manchmal gibt es vielleicht auch so Situationen, wo man merkt, hey, jetzt ist es gar nicht dran, groß etwas zu sagen. Und ich habe auch schon zu Leuten gesagt, schau, da weiss ich jetzt auch nicht, was sagen. Oder auf diese Frage habe ich jetzt ehrlich gesagt auch keine Antwort. Aber ich kann dir sagen, was ich mache. Ich bete. Und dann die Leute fragen, ob das okay wäre, wenn ich jetzt beten würde. Und manchmal ist vielleicht so ein Gebet fast mehr wert als eine schlaue Antwort auf eine Frage, die jemand hat. Das Gebet um Trost in der Trauer. Ein Gebet um inneren Frieden, mitten in Sorgen. Ein Gebet um Hoffnung in schweren Lebenssituationen. Um Weisheit zu beten, wenn es mal verzwickt ist. Oder für jemand anderes zu beten, um Mitgefühl und Empathie in einer Konfliktsituation. Zu beten um offene Türen in grossen Entscheidungen. Zu beten um Linderung von Schmerzen oder um Heilung von einer Krankheit. Das sind alles so mögliche Situationen, wo man auf eine einfache Art und Weise, ohne dass wir gross etwas dazu beitragen könnten, eine Gelegenheit schaffen können, dass Gott seine Macht zeigen kann im Leben von Menschen in unserem Umfeld. Und ich will dir Mut machen, das auszuprobieren. Dann, wenn du mit Leuten im Kontakt bist, sagen, hey, schau, ich kann dir nur sagen, was ich mache. Ich bete namens darum, dass Gott mir hilft, dass Gott mich tröstet, dass Gott mir die Sorgen, die Angst wegnimmt oder was auch immer dann das Thema in dieser Situation ist. Also der eine Teil ist die Unterstützung und die Hilfe durch den Heiligen Geist. Du bist nicht allein, du darfst die Hilfe von Gott in Anspruch nehmen in deinem Leben hinein. Der zweite Teil geht um den Begriff ein Zeuge sein. Ein Zeuge sein. Manchmal, wenn man dann im Gespräch ist mit anderen Leuten, geht das Gespräch ein bisschen tiefer und man redet ein bisschen darüber, was heisst denn das? Warum glaubst du an Gott? Warum gehst du in die Kirche? Warum ist das für dich wichtig? Und das sind grosse Möglichkeiten für uns, um ganz natürlich von dem zu erzählen, was für uns wichtig ist in unserem Leben. Es gibt so eine Aussage von dem Petrus, die ich vorher schon erwähnt habe, von dem Jünger von Jesus, wo er geschrieben hat in seinem Brief an die Christen, an seine Mitchristinnen und Mitchristen, wo mich herausfordert, wo mich aber auch einlädt, für Folgendes. Es heißt nämlich, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Und der Satz fordert mich raus, weil die Frage, die sich jeder von uns stellen kann, ist, ja, bin ich denn parat?
wenn es dann so weit kommt? Oder was bräuchte es vielleicht? Dass ich merke, ich bin parat, zu meiner Offenheit und Natürlichkeit über meinen Glauben zu reden. Ohne irgendwie Hintergedanken. Ein erster Gedanke. Vielleicht geht es zuallererst darum, sich nochmal zu überlegen, was bedeutet der Glaube denn mir ganz persönlich? Du kannst nur das mit anderen Menschen teilen, wo du auch selber hast. Und darum die grosse Frage so ein bisschen ist, ja, ist der Glaube in deinem Leben vielleicht schon so gewohnt, dass er gewöhnlich geworden ist, so gewohnt worden ist? Ist es vielleicht mehr Tradition und weniger so etwas Lebendiges, immer noch, oder noch gar nicht gewesen? Was für einen Unterschied macht der Glaube in deinem Leben? Mir kommt damals so ein Zitat in den Sinn, wo Augustinus von Hippo zugesprochen wird. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. In dir innen muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Vielleicht hast du auch schon erlebt, wie Menschen in deinem Umfeld ihnen begeistert von etwas erzählen, wo ihnen viel bedeutet im Leben. Wir könnten jetzt eine kleine Umfrage machen, mal per Hand erheben, wer alles einen Thermomix daheim hat. Streckt mal auf, könnt schon ehrlich sein da. Also die aussen können euch das Gesicht jetzt merken. Die Leute werden euch garantiert liebend gern davon erzählen, wie revolutionär das Gerät ist und wie das ihr Leben auf den Kopf gestellt hat. Vielleicht hast du es auch schon erlebt. Die Bibel sagt von dem, was das Herz voll ist, von dem geht unser Maul über. Ich glaube zuallererst, wenn es darum geht, uns zu fragen, ob wir parat sind, von dem zu erzählen, was der Glaube uns bedeutet, die Frage, ja, was ist denn das? Wo macht denn der Glaube in meinem Leben einen Unterschied? Und da geht es jetzt nicht darum, irgendjemandem etwas zu verkaufen, oder? So wie ein schmierig schleimiger Verkäufer, der dich versucht, irgendwie über den Tisch zu ziehen, oder die uns da per Telefon anrufen und du weißt genau, das ist nicht koscher, was da passiert. Nein, es geht um völlig etwas anderes. Es geht darum, dass ich gemerkt habe, für mein Leben persönlich ist der Glaube so ein Schatz und eine Bereicherung. Und wenn Menschen mich fragen nach dieser Hoffnung, die mein Leben kennzeichnet, dann will ich können, ohne dass ich Angst habe, ohne dass ich irgendwie stammele und stottere, frei und natürlich von dem erzählen, was ich erlebt habe. Und jedes kann mit dem machen, was er selber will. Niemand muss irgendetwas. Aber wenn ich begeistert bin davon, wenn das mein Leben auf den Kopf gestellt hat, wenn das mein Leben prägt, wenn das die wichtigste Entscheidung ist, die ich in meinem Leben je getroffen habe, dann will ich ein Mensch sein, der in dem Sinn da auch grosszügig und gern davon erzählt. Von dem, was das Herz voll ist, von dem geht das Maul über. Ein zweiter Gedanke, der auch so ein bisschen über das Bereit hineingeht. Ich habe mir überlegt, was heisst denn das, bereit zu sein? Vielleicht ist es auch schon so gegangen, wenn das dann wirklich mal dazu gekommen ist, dass jemand dich gefragt hat, nach dem, was du glaubst oder wie du das erlebst, dass du irgendwie gar nicht recht gewusst hast, was sagen. Bereit sein kann ja vielleicht auch heissen, sich mal Zeit zu nehmen und zu überlegen, ja, was würde ich denn sagen? Wenn meine Nachbarin oder mein Nachbar mich fragt, warum dass ich an Gott glaube oder was für einen Unterschied das der Glaube in meinem Leben macht. Das ist noch spannend. Ich habe das Gefühl, auch gerade die Begegnungen, die ich habe mit Menschen, die jetzt Gott nicht so kennen, dass da eine grosse Offenheit drum ist. Irgendwie haben die Leute sich in der letzten Zeit so distanziert von der Religion, von den Religionen und vom Glauben, dass mit dem auch so ein bisschen die negativen Erfahrungen ein bisschen in den Hintergrund getreten sind und die Leute irgendwie auch nicht mehr so grosse Berührungsängste haben. Also ich erlebe es eigentlich sehr selten, dass die Leute ablehnend reagieren, wenn ich sage, dass ich Pastor bin. Vielmehr, dass es eigentlich grosse Fragen ist. Sie denken so ein bisschen, was heisst das? Also was machst du denn dort? Und also was heisst das mit Gott und wie erlebst du das? Und die grosse Frage ist, bereit sein heisst vielleicht auch, sich zu überlegen, was würde ich dann sagen? Und ich habe von so einem Prinzip gehört, das man vor allem so in der Unternehmenswelt kennt, das heisst Elevator Pitch. Vielleicht hast du das auch schon gehört. Das ist eigentlich so die Idee, dass man in weniger 30 Sekunden, 60 Sekunden eine Geschäftsidee oder ein Produkt oder eine Dienstleistung so kann erklären, dass das spannend und interessant ist. Und ich habe gedacht, wie wäre das für uns ein Glaube, wenn wir so 3, 4 Ereignisse hätten, in unserem Glauben oder vielleicht Sachen, die uns der Glaube bedeutet, wo man könnte in 30 bis 60 Sekunden jemandem sagen, hey, darum gehe ich in die Kirche oder darum glaube ich an Jesus oder da hat Gott mir geholfen in meinem Leben, in meinem Alltag hinein. Und vielleicht wäre es dran, bereit sein in dem Sinn, einmal dir zu überlegen, hey, was könnte ich jetzt tun in meinem Alltag hinein,
Vielleicht einmal Zeit rauszunehmen, vielleicht einmal aufzuschreiben und anzuzocken, vielleicht als Small Group mal zusammenzuzocken und zu sagen, komm, wir erzählen uns das mal, machen mal eine Challenge nächste Woche und sagen, jeder überlegt sich etwas, was er in 30 Sekunden sagen könnte. Warum glaube ich an Jesus und was bedeutet das für mein Leben? Bereit sein, von Glaubenserlebnissen zu erzählen. Und einen dritten Punkt habe ich noch. An Petrus seine Aufsage bringt etwas in mir auf, was ich auch immer wieder erlebe im Gespräch mit anderen Menschen in meinem Umfeld. Es ist nämlich die Frage, ob das, was wir erzählen, mit dem übereinstimmt, was wir auch erleben oder leben in unserem Leben hinein. Zeigt sich denn das wirklich auch in unserem Alltag? Oder sind wir einfach vor allem gut drin, irgendwelche Sätzchen anzuplappern? Hat denn der Glaube in meinem Leben Hände und Füße? Die Menschen in meinem Umfeld, die sind extrem empfindlich drauf, auf so Doppelmoral, oder? Da kommt dann jemand mal der Satz, ja, Wasser predigen und Wein saufen, gell? Authentisch sein in unserem Glauben hinein. Sachen nicht beschönigen. Nicht irgendwie versuchen, etwas anderes darzustellen. Also es ist, glaube ich, extrem entscheidend, wenn es darum geht, mit anderen Menschen die Liebe von Gott zu teilen und zu sagen, hey, lass uns offen und ehrlich sein. Über die schönen Seiten, aber auch über die Herausforderungen. Auch unser Leben, auch mein Leben ist nicht perfekt. Auch bei mir gibt es immer wieder Schwieriges und Schweres, Fragen und Herausforderungen. Aber ich glaube, Gott da drin, in dem Authentischen und Ehrlichen drin, liegt ein grosses Potenzial. Vielleicht würde da auch ein Spruch passen, wo am Franz von Assisi zugeschrieben wird. Verkündige das Evangelium jederzeit, wenn nötig, benutze Worte dazu. Die Herausforderung, den Glauben zu leben in unserem Alltag und vor allem mit dem auf andere Menschen einen Eindruck zu machen. Nicht mit grossen Reden zuallererst, die kommen auch natürlich, aber die Hoffnung, die euch erfüllt. Das hat mich challenged. Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo so viel Schwieriges da ist, wo man in die Welt rausschaut, so viele Fragen, so viel Leid, so viel, wo eigentlich unser Denken übersteigt und wo uns an einen Punkt bringen könnte, wo sie in unserem Leben in dunkel und hoffnungslos wird. Ich sage, unser Leben, mein Leben soll zuallererst damit überzeugen, dass die Hoffnung mein Leben erfüllt und dass das rausstrahlt. Und dass die Leute dann vielleicht gewundert werden und fragen, hey, warum machst du das? Der Heilige Geist kann das in unserem Leben bewirken. In der Vorbereitung auf die Predigt bin ich auf eine andere Person gestoßen, die ich bis jetzt noch nicht so gekannt habe. Der Blaise Pascal. Er ist Physiker, Mathematiker gewesen, gilt als Begründer von der Informatik. Was das genau heisst, weiß ich nicht, aber mit seinen Recherchen da und gleichzeitig, also er war auf der einen Seite ein Naturwissenschaftler gewesen, und gleichzeitig auch ein leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger, der irgendwo eine Begegnung hat mit Gott. Und er hat Folgendes auch gesagt. Bei Menschen, die ein Widerstreben gegen die Religion haben, muss man zunächst zeigen, dass sie keineswegs der Vernunft widerspricht. Er hat viel über das nachgedacht, über die Rolle, die die Naturwissenschaft hat und die Rolle, die der Glaube hat und dass man manchmal probiert, die zu fest miteinander zu mixen. Die Religion widerspricht der Vernunft nicht. Und dann finde ich einen schönen Teil. Sie, also den Glauben, verehrungswürdig machen, ihr Achtung verschaffen, sie hierauf liebenswert machen und diese Menschen dahin bringen, dass sie wünschen, dass sie wahr sein möge und danach zeigen, dass sie wahr ist. Manchmal geht es darum, mit dem, was man tut, lauter zu reden, lauter zu sein, als mit dem, was man sagt. Und dass Menschen die Liebe und die Gnade und das Erbarmen in unserem Leben wahrnehmen. An der Art, wie wir mit ihnen umgehen, an der Art, wie wir mit anderen umgehen. Dass sie sehen in unserem Leben, was es heisst, dem Gott nachzufolgen. Warum das für uns so wichtig ist. Und auf das aber fragend werden. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich ein bisschen nachgeforscht über das Leben von dem Blaise Pascal und einen spannenden NZZ-Artikel gefunden, wo sein Leben beschreibt. Und den Einleitungssatz, den will ich euch nicht vorenthalten. Er passt extrem gut zu dieser Predigt, weil er beschreibt, was der Mathematiker dazu gebracht hat, anderen Menschen von seinem Glauben zu erzählen und zu so einem Verteidiger auch zu werden von der Religion und von dem Glauben in einer Zeit, wo vieles so ein bisschen an den Rand rausgedrängt worden ist
Naturwissenschaften. Es heißt nämlich dort, wenige Tage vor dem ersten Advent des Jahres 1654, also in einer ähnlichen Zeit im Jahr, wie wir drin stehen. In der Nacht vom 23. auf den 24. November wurde Blaise Pascal vom göttlichen Feuer erfasst. Durch eine mystische Gottesschau, die ihn an die Grenzen des Sagbaren und darüber hinaus führte. Also ich erinnere nochmal, das ist alles aus der NZZ, gell? Durch eine mystische Gottesschau, die ihn an die Grenzen des Sagbaren und darüber hinaus führte, entbrannte seine Seele in der Gewissheit, dass Gott ist. Der Gott, der sich dem genialen Mathematiker, Physiker und Wegbereiter der Informatik offenbart hatte, war aber nicht das Abstraktum einer unpersönlichen höheren Macht, sondern der lebendige Gott des Christentums. Und so schließt sich der Kreis. Wenn wir von dem grossen Auftrag an uns alle hören, dass wir die Liebe von Gott mit anderen Menschen teilen sollten, kann uns das vielleicht manchmal auch überfordern. Das ist ein normales Gefühl, das Gefühl, das wir alle kennen. Und es kann uns manchmal vielleicht den Druck auf unsere Schultern aufladen, etwas zu sein oder etwas zu tun, das gar nicht zu uns passt. Und in dem dritten und letzten Teil dieser Serie will ich dir aber auch Mut zusprechen. Du musst nicht alles auf deine Schultern laden. Gib dein Bestes, so wie du bist. Und vertrau darauf, dass Gott den Rest dazu tut. Der Zuspruch von dem Heiligen Geist gilt für alle von uns, egal wer du bist. Dass Gott möchte bei dir sein, in dir sein, mit dir sein, überall, wo du hingehst. Und dass er dich fähig machen möchte. Dass er dir den Mut möchte geben, von dem zu erzählen. Frei, natürlich. Ohne irgendwelche Hintergedanken. Dass er dir im rechten Moment das rechte Wort geben will. Und dass er dich unterstützen drin, wenn du da bist für andere Menschen und versuchst, die Liebe praktisch werden zu lassen, in ihrem Alltag. Vielleicht einmal mit einem Gebet. So will ich dir Mut machen. Lass dich immer wieder neu befähigen. So wie die Jüngerinnen und Jünger zusammengekommen sind und gebetet haben und gesagt, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Allein schaffen wir es nicht. Vielleicht überleg dir mal, bin ich überhaupt ready? Bin ich überhaupt bereit, etwas zu sagen? Oder ist der Glaube in meinem Leben eher ein kleines Flämmchen, eine Glut noch da? Und bitte Gott, dass es nochmal entfacht in deinem Herzen. Oder überleg dir, was du vielleicht konkret würdest sagen, wenn jemand in deinem Umfeld dich darauf fragt. Und vor allem, leb. Leb den Glauben in deinem Umfeld, dort wo du bist. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Ziel mit jedem Einzelnen von uns ist, so unser Leben kann zum Blühen kommen. Dein Ziel über unserem Leben ist, dass wir aufblühen können und ein Leben haben in der Fülle. Und ich danke dir für mich persönlich, für mein eigenes Leben, stellvertretend auch für all die da drin sind, für die Momente, wo wir dich erfahren und erlebt haben in unserem Leben drin. Für die Momente, wo unseren Lebensweg geprägt haben. Für die Momente, wo uns vielleicht auch nicht angebracht haben und gemerkt haben, hey, dich gibt es. Und ich möchte dich in meinem Leben haben, als Teil von dem, was ich bin. Und Herr, ich danke dir für den Heiligen Geist, den du uns zugesprochen hast. Für die Momente, wo ich das erfahren habe in meinem eigenen Leben. Also manchmal über das aus, was ich bin und kann, hat erfahren, wie du auffüllst, wie du darauf aufgehst, wie du deinen Teil dazu tust. Und so wollen wir als Kirche zusammenkommen und sagen, wir bitten dich, zeig du dich uns. Fühl unser Herz, dass das, was aus uns rauskommt, das ist, was du in unserem Herz gefüllt hast. Dass wir es grosszügig teilen können mit anderen Menschen in unserem Umfeld. Amen.